Die Abenteuer der Delta-Episode gehen weiter hier bei Pokémon Omega Rubin. Hi Freunde, willkommen zurück. Ja, wir sind hier in der Granithöhle in den unteren Stockwerk, weil ich noch ein bisschen was gucken will und das Ganze noch zeigen möchte. Unser letztes neue Teammitglied, also sprich das erste Pokémon war ein neues Team, das muss noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil er natürlich hier drin ist ein bisschen doof, das hinzuzufügen und ja, aber kommt noch in diesem Part, keine Sorge. Aber jetzt erstmal normal mit Mirania und Fei loslegen, wenn man so formulieren darf. Ach ja, Fei, ey. So, das dürfen wohl ein Trainer sein, der uns herausfordern möchte, oder auch nicht. Ah doch, scheinbar schon. Das Wandbild sagt offenbar eines, wo langsam in Hühnerjahren passiert sind. Ja, das wissen wir jetzt auch schon. Und der hat John. Servus, John. Sandan, du bist dran. Sandan. Moment. Wie geht es jetzt schon wieder? Nebulak aber gerade ziemlich gut drauf. Aber mit Nebulak. Und Sandan? Das macht ja gar keine Geräusche. Was so ähnlich wie Sterndu und Stahl, die machen auch keine. Also, eigenen Namen halten, nicht Geräusche natürlich schon. Energieball und das war's. Und ganz ehrlich, ich habe 31 DVs als Spezialangriff. Ich habe 252 EVs drauf trainiert. Es ist mäßiges Wesen, klar. EVs und DVs merkst du auf späteren Level vor allem, aber trotzdem. Giftpuder. Natürlich auch geil, will ich jetzt aber hier noch nicht machen. Ich finde Toxin, Egelsamen, ja, Schlafpuder natürlich eine Variante zum Fangen von Pokémon. Ja. Aber doch, statt Egelsamen jetzt vor allem für später Pokémon halt noch die legendären Formen zum Fangen und dann später die Herzschuppe, wa? Naja, solange schon eher ein Tank werden und so Bisasam oder halt später Bisaflor, aber wäre natürlich Toxin dann ein bisschen doof zwar. Egelsamen natürlich noch viel besser ist. Im Endeffekt bin ich ein bisschen am Überlegen. Gut, Toxin und Vorteil haben noch ein TM dabei. Ich wollte keine Herzschuppe für später. Komm, ist was. Mach es einfach mal. Vor allem natürlich halt für Kämpfe später und für das Kampfressort und so ist natürlich dann Egelsamen eher zu bevorzugen, aber jetzt gerade auch fürs Let's Play selber und wie gesagt nach legendärer Pokémon zum Fangen und so ist dann das schon die beste Variante mit Schlafpuder. Negrol brauchst du keinen. Liebstes Fei. Weibliches Nebulak mit Fei. Nicht schlecht. Das ist eine Angelegenheit für mich. Ja, für uns auch. Back to the Roots, Freunde, back to the Roots. Hier gibt es übrigens noch Nassknet zu fangen in diesen Zertrümmerstein. Brauche ich natürlich nicht mehr, weil ich bereits habe auf Alvasar 4. Aber nur für diejenigen, die es noch suchen würden. Ich habe es damals auch lange gesucht. Also irgendwie 4 oder 5 Mal wieder reinkommen. Damit halt die Steine wieder erscheinen. Und ja, ein bisschen gedauert, bis es halt hatte. Aber es klappt. Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, war hier irgendwie einen zu finden, weil sonst gibt es echt keine andere Variante. Um ein Nassknet zu fangen. Ewigstein. Das ist natürlich Psych noch cool. Und ein Megastein. Ein Stalos-Net. Stalos. Ja, habe ich einen Stalos, glaube ich nicht, war. So ein Onyx entwickeln. Stalos. Mega-Entwicklung zeigen. Ein paar mit allen Mega-Entwicklungen, war. Ich glaube, die werde ich nicht machen, vor allem, weil wir müssen noch viele Pokémon aus XY rübertauschen. Also wir empfehlen da dann noch welche. Die Vorbereitung dazu. Es wäre natürlich schon geil, alle mal zu zeigen, aber muss man mal ein Spezialpaar mal später mal machen. Damit es echt mal klappt. So. Hallo Typi. Das wird wohl hier im Delta Let's Play noch nicht passieren. Wenn überhaupt, dann wie gesagt, ganz zum Schluss mal. Ein kleiner Stein ist kein Problem. Bisa. Na, wie gehen wir schon wieder? Bisasam zum Synchronisieren. Bisasam! Jetzt schon besser. Bisasam! Nebulak! Geht ihm noch am besten, ey. Autsch! Okay, ich dachte gerade, hä? So, ein Damage hier rein. So, Energieball und tschüss. Kleinstein! Der kommt so schnell nicht wieder und Mirania erreicht Level 14. Noch 2 Level für die Entwicklung. Horrorblick. Nee. Braucht's nach mit der Mega-Entwicklung gar nicht.
Tja, und das war's, Freunde. Das ist die ganze untere Etage hier in der Granithöhle. Ist ein bisschen billig, ich weiß, aber tja. So ist das eben. Schön, schön. Ich kann doch noch ein bisschen trainieren mit Bisasamenhall, ein bisschen was zeigen davon. Bevor es sich dann bereits wieder weiterentwickelt. Ja, geht hier echt schnell. Muss echt noch irgendwann mal hier noch einen Flunkiefer fangen. Okay, da vorne geht's weiter, mache ich jetzt aber noch nicht direkt, weil dann würden unsere neuen Pokémon ziemlich schnell leveln. Das wäre ein bisschen doof, deswegen will ich es auch ein bisschen spannender machen. Ja, wieso nicht? Rückweg halt. Also, deswegen werden wir ganz kurz an meinem Pokémon Center vorbeischauen, unser Pokémon noch heilen, dann das 6. neue Teammitglied zeigen. Und dann halt die 3 neuen wieder ablegen und dann geht's zu einem echt krassen Match. Ich glaube sogar, es waren 3 gegen 3. Gut, wo hinkommen war. Das wird noch geil. Ja, und hier seht ihr das. Es ist ein Elekid mit dem Namen Volt. Okay. Volt sind nicht gerade so originell, aber es ist natürlich die Anspielung auf eine Let's Plays zur Tales of Serie. Spielt natürlich Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Symphonia. Deswegen halt der Name Volt. Das Elekid wird auch gezüchtet und zwar habe ich auf Alpha 4 insgesamt etwa 3, ne waren sogar 4 Elekids gefangen. Eines hatte Eishieb drauf und dann das Kreuzhieb, zwei weitere hatten gute DVs und habe ich mir das hier gezüchtet. Statik, ja, Fähigkeit braucht es die andere Fähigkeit oder versteckte Fähigkeit braucht es nicht. Das ist nicht so viel besser. Ein frohes Wesen. Ja, wie gesagt, Eishieb, Kreuzhieb, danach geht es noch Donnerschlag plus Erdbeben. Nach das sie hat DVs auf, also volle DVs, sprich 31 jeweils auf Angriff. Ja, jetzt muss ich überlegen, es hat auch 4 Stück Verteidigung. Spezialangriff, glaube ich, noch und Initiative. Ja, also Initiative und Angriff sowieso. Dann Verteidigung, glaube ich, noch und was Angriff, Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative. Kann auch sein. Und dann schon Messier nachher zum Tauschen, damit es sich dann zu Elevolte schlussendlich entwickelt. Das ist doch auch geil. Und sonst noch hier im Supertraining. Ja, halt EVs, wie man es eigentlich kennt. Auf Angriff, Initiative und dann halt noch die restlichen 6 Punkte auf die KP. So. Weil dazu, Pokémon ganz kurz, was man noch machen könnte. Ja, man kennt sie, aber ich kann es ganz kurz noch zeigen. Mit unserem Volt. Wie sieht ein Volt hier aus? So. Hey Volt, na? Elekid, Elekid, Elekid! Elekid! Na, ging ein bisschen anders, war die Stimme. Elekid? Hier. Dich hat's gefreut, wa? Ja. Den Stromschlag verpassen, der sagt, ihm freut's. So, die Hand. Wo ist die Hand? Hier ist die. Scheinbar freut's ihn doch nicht. Entschuldige. Besser? Ja, Mann. Hat die Füße noch, wa? Können wir auch mal versuchen. Nee, dort nicht. Was soll denn das? Frage mich gerade auch. Oh Mann. Noch einen? So, dann kriegst du jetzt noch. Yeah, Mann, ganz geil. Unser Elekid, also sprich unser Volt, mit dem wir noch sehr, sehr viel Spaß haben werden. Der als Viper, sprich als schneller Angreifer, der wird noch richtig schön reinfetzen. Willkommen an Pokémon Center. Ja, und das ist jetzt unser neues Team hier. Ziemlich ausgewogen natürlich wieder mal. Wir haben Tommy, also sprich Logok mit Feuerkampf. Stolos alias Chaos mit Gestein Stahl. Nein, wir haben Atomic alias Gardevoir mit Psychofee. Volt, sprich Elekid mit Elektro. Dann halt Fei, also Nebulak mit Geistgift. Und Mirania bzw. Bisasam mit Pflanzegift. Ja, jetzt haben wir jetzt einen Gifttyp drin, aber Fei, also sprich Nebulak benutzen Gifttypen sowieso nie. Das ist einfach halt noch lästig für
Boden- und Psychoattacken, wobei für Psycho-Pokémon habe ich ja Geistattacken drauf, sprich einen Spukball. Bodenattacken auch keine Sorgen zu machen, weil es ja Schwebe drauf hat und deswegen, ja, ist halt nice to have. Wir können zwar noch was, eine Giftattacke für Feen geben, aber wieso? Gut, wie gesagt, kommen wir jetzt noch mal ganz kurz weg, weil sonst leveln die mir viel zu schnell und ja, müssen wir unter Umständen bereits den nächsten Part wieder tauschen für nächste Stufe und so. Vor allem halt bei Alpolo zu, genau, Alpolo zu Gengar und Electek zu Voltec. Das ist ja ein bisschen übel. Ja, und jetzt Freunde, es wird übel, wie ich bereits erwähnt habe. Es wird sogar saumäßig übel, ich lasse es mal so. Und jetzt folgt echt ein beinharter Kampf. Wir können ganz kurz nochmal abspeichern. Kann ich nicht schaden. In der Granithöhle, sehr schön. So, mal gucken. Meteoritenstück, wo bist du denn? Wer ist sonst noch hier? Sie ist es. Es ist Amalia. Ja, Groudon ist hier, schön. Oder halt Kyogre halt bei Alpha Saphir. Interessant. Es ist verblüffend, wie sehr diese Wandmalerei der an jenem ehrwürdigen Ort ähnelt. Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass dieser hier die Protomorphose darstellt, während jene andere die Mega-Entwicklung zeigt. Wenn man sich vorstellt, dass hier einstmals uns Ahnen gelebt haben. Die Prophezeiungen sprechen von einem gewaltigen Unheil, das von jenseits des Himmelsgewölbes, womöglich aus dem Weltall, auf unseren Planeten hereinbrechen soll. Doch meine Vorfahren kannten einen Weg, um dieser ausweglosen Lage Herr zu werden und überlieferten ihn von Generation zu Generation bis... Floma, wir sind nicht alleine. Was hast du denn, Abelina? Hm? Hoch! Da laufen sie aber auch auf dem Weg, findest du nicht, Michael? Interessierst du dich auch für die Wandmalereien hier? Oder suchst du nach einem Meteoritenstück wie diesem? Diese Steinchen dienen einem legendären Pokémon, das hoch oben im Himmel lebt, als Energiequelle, weißt du? Du bist wirklich ein faszinierender junger Mann. Danke. Ich kann mich einfach nicht mehr gedulden. Ich muss einfach gegen dich kämpfen. Bevor ich dich auf den falschen Fuß erwische, bist du bereit für einen Kampf? Klar. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Also gut, dann zeig mir mal, was du und dein Pokémon-Team so drauf habt. Tja. Oldies war Goldies, wa? Bin voll verrückt, wa? Ja, plus Mega-Entwicklung drauf, okay. Munagoras! Gesteindrache aus der Kalos-Region. Ach du Scheiße. Ja, passt ja. Dann komm mal her, Alter. Jetzt zeig ich direkt mal meinen Eisenschweif. Einer weniger. It's Chaos Time. Altaria. Drache Flug, ja, spätestens jetzt wissen wir es, Freunde. Es ist ein Drachentrainer, sprich Drachentrainerin. Schon wieder denkt man sich jetzt, wieso kein Fee-Typ und so? Ja. Eine gute Frage. Das waren wir später noch. Jetzt ein bisschen Mega-Action. Denn wir haben es ja drauf. Mega Evolution. It's Mega Time. Megalogok. Und dann Steinkante und tschüss. Oh Mann, ey. Level up für Tommy. Ja, seht ihr schon, also da mit einem 3-9 Pokémon reinzugehen, oh, da hätte aber ganz viele Levels gegeben. Brutolanda, okay. Ist irgendwie die Torte von Drakan oder was? Ach du Scheiße, muss das sein? Egal, Mann, du bist jetzt down, das war ja klar, dass nicht trifft. Temposchub, Temposchub, jetzt schneller und schneller. Jetzt reicht's aber, jetzt mach es anders. Es sollen ja mal alle drankommen, nicht wahr? Best of 3 Match. Und wir sind die stärksten. Atomic. Haha, bringt nix. Du Flasche, jetzt bist du dran. Mondgewalt.
Das hält kein Drache aus. Brutalander. Ja, das ist gut. Genau das hatte ich erwartet. Hat uns jetzt nur getestet? Gibt's nicht, ey. Klasse, absolut Spitzenklasse. Das war fantastisch, Michael. Hier, nimm dieses Meteoritenstück als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Okay, danke schön. Aber das? Diese hungernde Meteorit, den du bei dir trägst, wirkt irgendwie sehr wichtig auf mich. Du sollst darauf ebenso gut aufpassen wie auf das Meteoritenstück, das ich dir gerade gegeben habe. Ich bin etwas traurig. 2 Fragen habe ich zum Schluss noch an dich. Wie stark bestimmen deine Wünsche dein Handeln? Und wie viel von der Wirklichkeit musst du kennen, bevor du guten Gewissens in Aktion treten kannst? Floma. Ist schon gut, ich hab dich nicht vergessen. Du bist ganz schön verwöhnt, meine kleine Avelina. Wo sollen wir denn als nächstes hingehen, mein Liebling? Flommel. Ist ein Drachentrenner mit dem Flurmel. Mann, schlecht. Oh Mann, schon wieder. Ja, was gibt's? Ja, ich hab's dabei. Okay, kannst bitte, ich bitte schnellstmöglich zum Raumfahrtzentrum von Moosbach City zu bringen. Also sicher lohnt es nämlich die Zeit davon. Also weißt du, wo du mich findest, ja? Tut. Okay. Tja, Freunde. Soll ich nach Moosbach City, wa? Nö. Noch nicht, denn ich will im nächsten Part noch die Seewoge Malmfroh besuchen. Einerseits natürlich wegen der Themen Eisstrahl. Andererseits auch, weil wir jetzt halt Kaskade und Taucher drauf haben, können wir, also vor allem natürlich Taucher, haben wir jetzt die Möglichkeit, noch ganz viel freizuschalten. Und zwar vor allem, was unser Geld betrifft. Genau. Da gibt es noch viel zu tun, Mann. In diesem Sinne halt, würde man sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich weiß, wir machen heute ein bisschen früher Schluss wieder. Cool, wa? Kommt er zurück? Ja, ich weiß schon. Ich kann ganz kurz die Pokémon ins Team nehmen. Aber natürlich, einer muss sowieso raus. Ich glaube sogar, ich nehme hier Chaos raus. Weil sowieso am stärksten von allen momentan. Und dann kommt nachher halt unser Zumehrer wieder ins Team, weil das brauche ich halt noch für irgendeinen VMs. Genau. So, dann müssen wir schon sortieren und so. Das würde ich sagen, zwar nicht. Und das Eleki, das ist natürlich richtig schön trainieren in diesem Part dann. Seewoge Malmfroh ist sowieso eine Wasserroute mit vielen Wassertrainern. Kann ich sowieso alle 3 noch gut nachher bei Tauchen und so trainieren. Und ja, es gibt noch einiges zu tun hier. In der Delta-Episode inklusive ein bisschen Anhang, wa? Kann man, glaube ich, durchaus so formulieren. Nee, war gerade falsch. So war es richtig in diesem Sinne. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Omega Rubin Delta-Episode. Tschüss!